Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Call of Cthulhu auf Pelzig. So, jetzt bin ich auch die neckig Weihnachtsmütze mal los. Und kann auch mal wieder Luft ans Glätzel lassen. Ach du liebe Zeit. Oh je, also irgendwas haben sie ja ritualisiert. Wahrscheinlich nichts Gutes. Despite what happened, they seem to have loved each other. Charles Hawkins schrieb seiner Frau ein paar nette Worte. Das Schicksal brachte uns zusammen und wird uns für immer aneinander binden. Ach du liebe Zeit. Das klingt eher noch einer Drohung, finde ich, als noch ein Liebesbeweis. Ups. Steh wieder auf. Steh auf. Nix. Hier findet sich doch bestimmt irgendwas Lustiges, Okkultes. Das können wir zumindest mal uns angucken. Ah, da brauchen wir Okkultismus dazu. Ich glaube nicht, dass wir dafür geeignet sind. Ja, das muss ich erstmal wieder mit einer Lichtquelle verbinden, dass ich mir das angucken kann. Da ist nur eine Lupe drin, sonst nichts. Und irgendwas Okkultes haben wir hier. Sarah Hawkins' agent was getting Nicht. worried. Seems she wasn't giving any signs of life. Meine liebe Sarah, seit du dich auf diese verlassene Insel zurückgezogen hast, hat deine Kunst mehr und mehr Sammler begeistert. Ich bitte dich, mir ein paar neue Bilder zu schicken. Die letzten, so düster und seltsam, aber auf eine einzigartige Weise bewegend und anrührend, wurden zu Höchstpreisen verkauft. Dein Anteil der letzten Verkäufe liegt bei. Vergiss nicht deinen Freund, der dein Genie zuerst erkannt hat und der Welt gezeigt hat. In Hochachtung, Maximilian L. Schöne Schrift hat er übrigens. Der Maximilian. Ach du liebe Zeit. Also das können wir uns auf jeden Fall angucken, aber ich befürchte, mein Okkultismus-Wissen ist nicht groß genug, um mir das wirklich einen Reim drauf zu machen. Was Sarah Hawkins interested in the occult? What was she trying to achieve? Neues okkultes Element, Ritualkreis. Besser als der Ritualgreis, das ist nämlich ein ziemlich ekliger alter Mann. Ritualkreis, ist die Kreatur noch nicht... Moment. Oh, okay. Das muss ich dann weiblich wohl vorlesen. Ist die Kreatur noch nicht in unserer Dimension verankert, könnte ein Austreibungsritual funktionieren. Dafür muss die ausführende Person sicherstellen, dass sie das Symbol der Alten in die Glyphen des Ritualkreises integriert. Es ist aber Vorsicht geboten. Die Schaffung solcher Kreise wird nicht immer ausreichend zuverlässig beschrieben. Auszug aus dem Malois Bestiarum von Abigail G. Also im Prinzip der Bestiehammer. Sozusagen Gegenstück zum Malois Maleficarum, der Hexehammer, ist das wohl hier der Bestiehammer. Okay. Ach du liebe Zeit. Also entweder Beschwörung oder Austreibung. Scheint wohl aber nicht so toll funktioniert zu haben. Kommen wir hier rein. Ah, du fährst Schlüssel jetzt gut. Joink. Bradley? Is that you? Ich befürchte nicht. Ich befürchte definitiv nicht, dass es unser Officer Bradley ist. Aber ich glaube, da oben ist der Aufgang, ja. Ja, und überall Kratzspuren. Na klasse, ja, du geh mal hin ins zerkratzte Zimmer. Ja, logisch, komm. Is anyone there? Immer hier Lamp. Schon besser als ein Feuerzeug. Upgrade. Und hier sind auch überall wieder Kratzspuren an den Leinwände. Oh. Gemälde von ihm. Ups. Alter. Stop! Den Dieb fangen. Ja, da muss ich wohl hinterher rennen, ne? Da bleibt mir ja nichts anderes übrig. Okay, Bradley ist auch noch da. Did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. I Natürlich. just heard some noise. Are you all right? A man was hiding on the upper level.
He ran when he saw me. He can't be far. Okay. Jetzt muss ich den Dieb nach wie vor fangen. Hoch komme ich jetzt leider auch nicht mehr. Ich hätte mir nämlich eigentlich ganz gerne mal angeguckt, was da abgeht. Aber ich glaube, ich habe noch gewisse Zeit, weil unten rechts... ah ne, Quatsch, das ist mal Petroleum, glaube ich. Ah ja, jetzt kann ich die Lichtquelle wechseln. Aber das verbraucht offenbar Petroleum. Und das nicht. Na gut. Moment, von da kommen wir ursprünglich her. Ist da noch was? Ah, Ermittlungen. These bandages are covered in dried blood. The same bandages that I saw in the warehouse on the docks. Okay. And given the bloodstains, I'd also say that it's the same person. Okay. Der kann das anscheinend nur an Blut ermitteln. Of the drunken sailor. Ja, das hatten wir schon, genau. This door is blocked from the outside. Okay, da haben wir nach wie vor keinen Spaß hier, da kommen wir nicht hier. Können wir wieder hochgehen? Ich würde eigentlich ganz gern wieder hoch, um ehrlich zu sein, aber irgendwie bin ich doch, glaube ich, falsch, ne? Irgendwo müsste ich ja wieder hochkommen. Das war dann hier, genau. Ich möchte mir nämlich eigentlich angucken, was da over in dem Raum war, wo der Kaspar war. Bevor ich den Hansel jetzt einfach verfolge, möchte ich mir natürlich nochmal angucken, was da eigentlich in dem Raum noch ist, was ich möglicherweise verschnarcht habe. Wenn es halt auf Zeit geht, habe ich halt Pech gehabt. Aber ich möchte mir das nochmal angucken hier. Jede Menge... Also es wird wohl hier ein Arbeitsraum gewesen, seit der Sache hier noch zu urteilen. Aber nicht, dass ich irgendein lustiges Medizin- oder Okkultismusbuch wieder verpasse. Weil darauf kommt es jetzt nämlich wirklich an. Ich muss tatsächlich in Okkultismus viel investieren. Denn ich kann das nicht so freischalten, was ich sehr schade finde. So, mit der größeren Lichtquelle findet man hier auch nichts Besseres, ne? Nee, also hier ist offenbar gar nichts. Na gut. Aber, dass man mal nicht unterstellt, ich würde hier nicht gründlich nachforschen. Okay. Dann ist hier halt nichts. Dann sei es halt so. Runterspringen geht jetzt auch nicht mehr. Der Zug ist abgefahren. Na dann, gehen wir halt wieder da runter. Und gucken mal, dass man den Dieb finden, der sehr lustige Maske getragen hat. Original edition of Mary Shelley's das kennen wir schon. Dated 1818. Dann müssen wir wohl da entlang, ne? Ich glaube, da hinten ist der aufgegangen. Earlier. Genau, die war nämlich vorher nicht auf. Okay. Where did he go? Must have got out some way. No, he was here. I'm sure. Let's search this room. Okay. Gibt hier auch noch verborgene Gegenstände. Okay, größere Lichtquelle. Dann gucken wir uns das mal an. As if the bookcase has been moved several times. Mhm. Scheint wohl eine Geheimtür hier zu geben. Clearly, Charles Hawkins knew Captain Fitzroy very well. Ja, und noch irgendein anderer Typ, irgendein Glatzkopf mit Sonnebrill. Auf diesem Foto posieren Charles Hawkins und Kapitän Fitzroy mit einem dritten Mann. Sie scheinen sich nahe zu stehen. I wonder who the man with the glasses is in the photograph. Ja. Probably another friend of Hawkins. Wahrscheinlich. It looks like a freehand map of Darkwater. Certain areas have been highlighted. I wonder why. Eine Karte von Darkwater von Charles Hawkins handgezeichnet. Manche Orte wurden eingekreist. The Scylla. It's the boat that was stranded at the entrance to the harbor. Ja. Durchaus. Ist hier noch This was? panel is movable. Okay. Ah, Motto. Ja, da können wir anscheinend noch was machen damit. Brauchen wir Zahnrädchen wahrscheinlich noch, ne? Ah ja, Öl aufgefüllt. Der Ölbehälter deiner Laterne wurde aufgefüllt. Das Öl kann an verschiedenen Stellen auf Darkwater aufgefüllt werden. Gut zu wissen. It looks like an old seaway map. Jemand hat auf dieser alten Seekarte Koordinaten verzeichnet. Sie ergeben eine Route. So. Charles Hawkins war ja auch viel auf Reise, wie wir wissen. Runensteine. They look like Celtic runes. Charles must have brought them back from one of his foreign trips. Keltische Runen. Gucken wir uns natürlich mal an, das Ding. Und zusätzlich haben wir auch noch in Okkultismus einen kleinen Fortschritt erzielt. Nochmal 5% mehr. Hinweise. Das ist das Zeug. Inventar.
Das sind dann die Runensteine. Da sind sie doch. Kleine polierte Steine, die mit keltischen Runen verziert wurden. Eigentlich sind es Futag-Rune. Also germanische Rune im Prinzip. Sie werden zumeist in Europa gefunden und wurden wahrscheinlich bei Wahrsageritualen verwendet. Alles klar. So, da haben wir nichts mehr drin. Irgendwo ist auch noch ein versteckter Gegenstand, den es noch zu finden gilt. Also, such, Sherlock. Such. Hier haben wir nichts weiter. Na. Hin und wieder muss ich auch mal die Lichtquelle wechseln, ne, dass der dann sich nochmal die Knotsche verbrennt und ich dann eine Weile ohne Licht stehe. Ah, da können wir vielleicht die Route nochmal This nachgehen. globe seems to have been part of some mechanism. Oder so. Okay. Ah, Moment. Da müssen wir wahrscheinlich... Doesn't work. I must have missed something. Ja, Seems like this came from a log. das werden wir wahrscheinlich verpasst haben. Montag, 24. Mai 1847. So, von wem ist das dann? Damit ich die Stimmnummer entsprechend noch machen kann. Scheint man mal nicht drin zu haben. Na egal, dann schließe ich es halt mit Charles Hawkins Stimme, wie ich mal so vorstelle, vor. Montag, 24. Mai 1847. 42 Grad Nord, 70 Grad West, Insel Darkwater. Den ganzen Morgen nordwärts gesegelt. Kapitän Hamilton ist voller Zuversicht. Er sagt, dass wir die Saison, die Orpheus schlagen werden. Möge Gott gnädig mit uns sein. Nee, Quatsch, das ist bei der Date 1847 wird es wohl eher der alte Captain Fitzroy sein, ne? Sonntag, 30. Mai 1847, 47 Grad Nord, 55 Grad West. Es war mir lieber, als die Wale spurlos verschwanden. Aber bei all diesen Kadavern können wir ihr trauriges Schicksal nicht länger ignorieren. Was tötet nur diese gewaltigen Bestien? Ich sagte Hamilton, es sei ein schlechtes Zeichen. Ihm ist das egal. Dienstag, 1. Juni 1847, 49 Grad Nord, 61 Grad West. Wir haben vor einem kleinen Dorf geankert. Die Einwohner sagen, das Wasser sei rot vom Blut der heiligen Tiere und wir würden gegen den Willen der Götter handeln, wenn wir ihnen folgten. Ich sagte ihnen, dass ich nur Gott, den Allmächtigen, fürchte, aber allein im Laderaum habe ich Angst. Freitag, 4. Juni 1847, 57 Grad Nord, 51 Grad West. Wir haben in der Ferne einen gewaltigen Wal gesichtet. Er ist größer als alles, was wir je zuvor gesehen haben. Sein Gesang ist ohrenbetäubend. Hamilton will ihn. Mittwoch, 23. Juni 1847, 33 Grad Nord, 53 Grad West. Wir haben ihn gefangen. Er ist der groteskeste Wal, den ich je erblickt habe. Wir haben Männer verloren, aber Ruhm erlangt. Dieser Tag wird noch in Jahren gefeiert werden. Dienstag, 29. Juni 1847, Darkwater. Wir haben die Orpheus besiegt, die mit leeren Laderaum zurückkehrte. Die Skylla und Hamilton sind nur noch eine Erinnerung. 33 Grad Nord, 53 Grad West. There must be a link with the Seaway map. Ah, da ist noch was. This Dr. Fuller, was he Sarah Hawkins' therapist? Charles, ich verstehe Ihre Sorge, aber ich versichere Ihnen, dass sich Sarah hier im Riverside Institut in guten Händen befindet. Es versteht sich von selbst, dass Ihr Zustand eine besondere Betreuung und ein hohes Maß an Aufmerksamkeit erfordert. Ihr volles Potenzial kann sich nur entfalten, wenn sie sich in einer sicheren Umgebung befindet und von qualifiziertem Personal betreut wird. Natürlich liegt die Entscheidung bei Ihnen. Es scheint aber, als liefe Ihnen die Zeit davon. Ihr Freund Thomas Fuller. Irgendwie stelle ich mir den so schmierig und ekelhaft vor, weswegen ich den eben so vorlese. Okay, das war anscheinend der versteckte Hinweis, den wir hier noch gefunden haben. So, jetzt gucken wir nochmal. Wann war dann der große Fang? Wir haben ihn gefangen. 33 Grad Nord, 53 Grad West. 33 Nord. 33 Nord. Muss dann hier sein. Und 53 West. Hier? Jo, natürlich. Looks like it worked. Trophäe erhalten. In Silber. Brillanter Geist. Ja, das Well done, Pierce. war auch einfach nur logisch, weil großer Fang. Oder Miraculous Catch, ne? Der wundersame Fang. Villa der Hawkins. Die Villa der Hawkins geriet schon vor dem Brand, bei dem die Bewohner ums Leben kamen, in Verfall. Das einst prunkvolle Gebäude zeugt heute vom Niedergang der Familie Hawkins. Die Gemälde von Sarah Hawkins sind in den Fluren verteilt. Feuchtigkeit zerstört langsam die Bücher der einst beeindruckenden Bibliothek.
Und zahlreiche Fenster sind eingeschlagen. Im Salon, wo das Feuer ausbrach, wurde klar, dass die Tragödie mehr als das Ergebnis eines häuslichen Unfalls war. Im Büro von Sarah Hawkins gibt es Hinweise auf okkulte Praktiken, und zweifelsohne hat eine gewaltige Kreatur Spuren an den Korridorwänden verursacht, die zum Atelier führen. Im Büro von Charles Hawkins hingegen wurde ein Gang zu einem unterirdischen Höhlensystem entdeckt. Okay. Have you seen the old maritime maps on Charles Hawkins' desk? Strange. No ship has left Darkwater's shore for years. Maybe he kept them for sentimental reasons. Vielleicht. Die Phrase will ich mir trotzdem mal gucken von dem Kerl nochmal, weil so im Zwielicht sieht er weitaus weniger eklig aus, der Kerl. So, dann machen wir mal auf. Wie in der Notiz, ne? Es geht wohl in ein Höhlesystem. Kapitel 4. Tunnel unter der Hawkins-Villa. Trophäe erhalten in Kupfer, die geheime Höhle. In der Villa der Hawkins enthüllte die Brandstätte ihre Geheimnisse. Pierce und Officer Bradley untersuchten die Villa auf der Suche nach Beweisen für Überlebende. Als ein Vermummter in das Atelier von Sarah Hawkins stürmte und ein Gemälde stahl, nahmen der Detektiv und der Polizist die Verfolgung auf. Nachdem sie ihm in das Büro von Charles Hawkins gefolgt waren, entdeckten sie einen Geheimgang. Pierce und Bradley betraten den Tunnel unter der Villa. Da, da, da. Sieht auch wunderschön aus, vor allem mit, ja, das könnten jetzt tatsächlich mal Koralle sein. Ich wurde darauf hingewiesen, dass es in Darkwater keine Koralle an den Holzbrettern sind, sondern Salzkruste. Das sieht man jetzt aber schon ein bisschen wie Koralle aus. Könnte aber genauso gut auch irgendeine Mutation von Saugnäpfe oder ähnliches sein. Kennt man ja von H.P. Lovecraft, große Alte und widerlich und so. Secret Okay. passage under the manor. It's like a detective novel. Ja, durchaus. Moment, ich möchte mir aber trotzdem noch den Hinweis jetzt, nicht Hinweis, sondern Orte. Ja, gucke. Tunnel unter der Hawkins Villa. Wer hätte gedacht, dass sich hier unter der Hawkins Villa so ein großer und verzweigter Tunnel verbergen? Großer und verzweigter Tunnel verbergen. Es scheint das Versteck eines Kultes zu sein. Kaum zu glauben, dass Sarah und Simon direkt über einer solchen Gefahr lebten, ohne davon zu wissen. Oder doch? Okay, was haben wir da noch hier? Hinweise, Kapitel, jawohl, Akte, bla bla, schlag mich tot. That guy must have already gotten far. Yeah. And he had a direct means of entry to the crime scene. Das ist aber auch We cool. must find him. Das ist auch cool gemacht. Hier ist es noch verziegelt, gehört noch zum Haus. Und aber findet schon eine gewachsene Stähe an. Someone's been here recently. Okay. Könnte unser illustre Dieb gewesen sein, ne? Schauen wir uns mal gleich an. 3 seats. Ja, 3 Plätze. Gucken wir uns das doch mal genauer an. Mit unserer Rekonstruktion. Also. Okay. Gucken wir es uns mal genau an. Did Charles Hawkins use this place? Vielleicht. Who were the others? Wieder so Gesichtslose. Pfui Teufel, Gesichtrian. Und der da? Ach, wieder so ein Voldemort. Pfui Teufel, Gesichtrian. Da haben wir noch Okkultismus. What is this mask supposed to represent? Pfui Teufel. Okay, also damit können wir auch noch nichts anfangen. Da wächst auch irgendwas aus der Wand raus. Pfui Teufel. Und, statt dem Maria mit Jesuskind oder was? Ist das einfach so ein Cthulhu mit Jesuskind? Igitt? Da ist auch noch irgendwas. This piece of cloth is unmistakably from a dress. Was Sarah Hawkins here? Sarah hat anscheinend hier belauscht, während Charles Hawkins mit einem Kultanhänger hier, mit den Voldemorts hier zusammen rumkanke hat. Okay, der unterirdische Vorraum. Haben wir jetzt auch noch entdeckt.
Dann gucken wir uns doch mal so gleich an. Oh, wir haben 4 verfügbare Punkte. Na, die investieren wir doch gleich mal. Es ist so schade, dass ich hier nichts rein investiere. Kann so ein Mist. Okay, das machen wir zumindest mal. Da haben wir Psychologie nämlich auf Stufe 3. Und dann könnten wir bestimmt noch unser Entdeckung weiter fortführen. So. Akzeptieren wir mal so. Da sind wir jetzt nämlich auch Profi in Psychologie. Das ist gar nicht mal so schlecht. Okay. Ermittlung. Vielleicht können wir es This aufmachen. symbol. What does it mean? Reizend. Okkultismusfortschritt. Ja. Sehr schön. Jetzt sind wir hier schon bei 15. Das sieht doch nicht schlecht aus. Gewittert und Keidel noch einmal. Cthulhu mit Jesuskind. Gott, ist das eklig, Mann. Wer stellt dann sowas her? Okay. Da würde ich aber Amos sagen, liebe Leute, ich mache an der Stelle mal wieder meinen Cut. Das bietet sich doch hervorragend an. Und wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Call of Cthulhu auf Pelzig, wo wir dann hier mal in die Tunnel weiter vordringen werden. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.